Ja, das sind wir wieder mit Frostpunk. Willkommen im ewigen Schnee des Nordens, beziehungsweise jetzt des ganzen Planeten. Ja, wir wurden ja überwältigt von einer Frostwelle, woher das auch immer kommt. Vielleicht klärt sich das irgendwo noch auf. Bis dahin müssen wir versuchen, die letzten Überlebenden unserer Zivilisation hier irgendwie ja, am Leben zu erhalten. Rohstoffproduktion sieht gut aus. Wir haben 2 Sägewerke, zweimal Stahlwerk und die Kohleproduktion, die ist hier auch schon aktiv. Am Bauen zumindest, sie ist noch nicht fertig gebaut, aber das wird gleich der Fall sein. Die können wir dann am nächsten Tag in Betrieb nehmen. Im Moment ja, ist es gerade wieder Abendzeit. Die Leute beginnen mit der Jagd und die anderen mit dem Essen und dem Ausruhen. Sieht soweit aber noch ganz gut aus. Wir haben die Kranken total im Griff. Wir haben nur leicht Erkrankte. Das natürlich auch deshalb, weil wir die Wärme- und das Kältemanagement super im Griff haben. Ja, man muss einfach verstehen, wie es funktioniert und dann ist das auch überhaupt kein Thema. So, hier drüben ist alles fertig. Werde ich nachher einteilen. Vermutlich muss ich dann die Jäger rüberziehen, weil ich habe nicht mehr so viele Mitarbeiter zur Verfügung. Was haben wir? Die Späher haben die Brücke nach Winterheim gefunden. Hier finden wir einen Automaten. Ja, ich kann jetzt der Automat, das ist ein Ding, das ziemlich autonom rumwuselt und Kohle verbraucht. Also bisher fand ich ihn nicht so nützlich. Ich meine, klar, er ist nützlich, ja klar, weil er kann von sich aus Dinge abbauen, was aber jetzt nicht mehr so wichtig ist, weil ich habe ja eigentlich schon fast alles manuell abgebaut. Er kann Gebäude bauen, braucht dafür aber Kohle, muss ich ihn wieder aufladen. Ich finde die Nachteile zurzeit eigentlich größer als die Vorteile. Deshalb werde ich ihn zerlegen, kriege ich ein bisschen Stahl und ich kriege vor allem auch 2 Dampfkerne. Die sind ja immer knapp. Et voilà. Gut. Ich denke, ich werde den Storypfad gleich... Was soll ich zurück? Ich habe Tag 11. Holzstahl essen. Nee, ich schicke sie zurück. Weil ich habe ja eigentlich noch genug Zeit, um Winterheim zu finden. Was haben wir hier? Verlassene Brücke. Ja, die Leute bekommen Angst. Die Hoffnung, die wird sinken. Das sieht man hier. Schade. Aber können wir nichts machen. Hingegen werde ich hier mal die restlichen Leute einteilen. Aus der Küche nehme ich sie noch raus. So. Ja. Nee, da passt so. Mach ich ein bisschen schneller, bis die Nacht vorbei ist. Jetzt bin ich hier gerade im Überlegen. Ich muss ja erst ein bisschen Kohle bauen, vorhin geht es gar nicht zusammen. Kranken sind immer noch so unter 10, das ist gut. Ja, das läuft doch ganz ordentlich. Oh, Generatorbelastung kritisch. Leider ein bisschen spät gemerkt.
Jetzt fahre ich hier noch die Wärmestufe rauf. Schnell, 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 bevor der Kessel platzt. So. Sehr schön, hat noch geklappt. Bevor es zum Drama kam. Wir haben fast einen Tag Kohle gespart, das ist toll, weil ihr seht jetzt, echt krass. Bin ich froh, dass jetzt die Kohleproduktion hier aufgenommen werden kann. Ich werde hier schon mal umswitchen. So. Ja, man sieht auch, die Kohle, die reicht jetzt noch für 14 Stunden. Das ist nicht so toll. Ich schaue noch schnell bei alten, neu gebauten Gebäuden. Ich habe hier alles. Ne, das sieht gut aus. Muss ich mir keine Sorgen machen. So, zumindest läuft jetzt die Kohleproduktion hier über den... Wie nennt sich das Ding? Kohlegenerator. Jetzt sehen wir gerade, jetzt wurde Kohle raufgepumpt. 53 Stück. Die sind jetzt natürlich im Bereich der Sammelstelle. Die baut hier gleich ab. 24. Ja, das reicht eigentlich sogar mehr als 2. Das heißt, ich könnte jetzt hier eigentlich schon die zweite aktivieren, wenn ich das jetzt richtig... Ich rechne noch mal schnell. Also, der macht 56 pro Stunde und der sammelt 24 pro Stunde. 24, das bedeutet 48 pro Stunde, das ist weniger, was der gute Herr hier produziert. Das heißt, ich kann den auch gleich hier voll reinhauen. Dann müsste der Kohlehaufen trotzdem steigen. Ansonsten merke ich es dann, wenn es nicht so ist. Jetzt schaue ich mal schnell. Kohleproduktion. Oh, ist sogar wieder leicht im Plus. Sehr schön. Trotz voller Belastung. Perfekt. Ist klar, man muss natürlich immer mehr Kohle abbauen, wenn ich dann hier bei Dampf, das kann ich noch verdoppeln. Ich kann noch die Reichweite verdoppeln, also da wird noch einiges mehr als Kohle benötigt, als jetzt, als im Moment, wahrscheinlich 4, 5, 6 Mal mehr. Muss man natürlich mithalten. Dafür, ich sehe, meine Ressourcen sind jetzt gleich auf Maximum. Und ich habe noch zusätzliche Ressourcen bekommen. So, Zeit für Pause. Ich muss optimieren. Es bringt nichts, wenn ich Mitarbeiter in den Sägewerken habe. Ich glaube, das waren alles Ingenieure. Ja, toll. Ja, bringt schlicht und einfach nichts. Deshalb schicke ich die hier hin. Dann habe ich ja hier schon weitere Mitarbeiter frei. Und hier oben... So bringt das ja auch nichts. Ist ebenso voll. Gut, was ich jetzt hier brauche... Okay, sobald ich die Baracken habe, sieht es dann gleich wieder anders aus. Dann werde ich hier trotzdem noch mal Leute reinschieben. Und das ist ja schon bald der Fall. Ach so, Moment, ich brauche natürlich noch Reservegebäude. Was habe ich hier? 1. Naja, passt. Gut, Baracken gebaut, dann sollte gleich eine neue Mechanik upgraden. Bis dahin gucken wir noch schnell, was wird geforscht. Schwerrohstoffe. Ja, es ist nicht dringend. Ich denke, ich werde die Sanitätsstation verbessern. 10% schneller. Werden sie geheilt. Definitiv nützlich. So, upgraden. Ich habe es erwähnt.
Wenn ich upgrade, es gibt nicht irgendwie so einen Gebäude-Upgrade-Button oder so. Ich muss eigentlich eine Baracke über das Zelt bauen, dann wird das Upgrade. Es braucht dann aber weniger Ressourcen. Also zum Vergleich, wenn ich eine Baracke baue, 20 Holz, 10 Stall. Wenn ich es drüber baue, sind es noch 12 auf 10, also ich spare 8 Holz, was so fast dem Gesamtbetrag des Zeltes entspricht. Das Problem ist natürlich aber, während der Bauzeit ist das Zelt nicht verfügend, die Leute stehen auf der Straße. Deshalb werde ich jetzt hier erst eine Reservekapazität bauen müssen. Und ich denke, damit es ein bisschen schneller geht, ja, ich baue mal 3. Dann kann ich immer 3 Hütten zur gleichen Zeit upgraden. Und ich werde die eh brauchen, weil ich werde dann wieder neue Mitarbeiter. Wieso sage ich immer Mitarbeiter? Das ist keine Firma, mein Lieber. Hier geht es um das Ende der Zivilisation. Bewohner, Mitbewohner habe, dann brauche ich eher mehr Hütten. Ja, und so wird es auch meine Überproduktion an Holz und Stahl wird es automatisch aufgebraucht. Hier machen wir ein bisschen schneller. Ich muss ja nichts umswitchen, oder? Ja, die kann ich auch entfernen. So. Dann habe ich mal ein Holz und ein Stahl. Das sollte eigentlich reichen. So, oh, das wurde schon fertig gebaut. So, das heißt, ich habe jetzt 31 Hütten frei. Und man sieht natürlich auch, die sind natürlich super warm. Die Leute ziehen auch gleich ein. Ich habe definitiv 3 Hütten, 31. Das heißt, ich kann jetzt auch 3 weitere Baracken bauen. Und wenn ich den Kreis hier oben dicht habe, dann kann ich sogar die Reichweite des Generators 1 runter schalten. Das ist mal der Plan, spare ich auch wieder ein bisschen Kohle. Obwohl im Moment mache ich ja Plus, oder? Nee. Wieso nicht? Mysteriös. Na gut. Also, ich schicke meine Sperr natürlich aus zur Wetterwarte. Den Story Mode followen. Der nächste Stopp, ich glaube, es sind jetzt wirklich die Hütten, die ich jetzt hier baue. Da sind sie gebaut. Nächsten. Nächsten. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich kann die jetzt wirklich... Kann ich die? Dann würden sie um 2 Stufen sinken und sind kühl. Ne, kann ich nicht. Na gut, haben sie schön warm, ist auch nicht schlecht. Zack. Und die nächsten Hütten. So. Dann noch einmal und die sind alle upgraded. Ich denke, ich sollte Stahl... Brauche ich mehr Stahl? Ich brauche noch 3 Hütten und danach kann ich ja für den Moment nichts bauen. Nee, lassen wir für den Moment so. Und die Kälteperiode ist vorbei. Das heißt, ich werde die Dampfstufe 1 reduzieren. Und gucken,
öffne gleich, wenn die Leute arbeiten gehen. Disney kann ich ausschalten. Ja, das wäre es dann auch schon. Passt. So spare ich ein bisschen Kohle. Jetzt mache ich wieder ein großes Plus. Und weil ich ein großes Plus mache, werde ich dann auch gleich noch ein Depot bauen. Zuvor aber noch die Häuser fertig. Zack, zack, zack. Und das Rohstoffdepot hier hin. Und dort wird noch zusätzlich Kohle eingelagert. Passt, passt, passt. Kohlehaufen erschöpft. Vermutlich hier drüben. Ja, hier ist tatsächlich nicht mehr viel. Die werde ich dann gleich abreißen können, müssen, dürfen, wie auch immer. So, Sanitätsstationen wurden erforscht. Das heißt, die Leute werden schneller gesund werden. Hier gibt es jetzt nichts mehr. Hier ist nichts Dringendes. Hier auch nicht. Es wird Zeit, ein Level aufzusteigen. Für weitere Forschung. Das steigt um 1. Das kennen wir schon, minus 40. Also bis jetzt eigentlich sehr human. Ich frage mich, ob dann in anderen Szenarien, ob es so schneller tiefer runtergeht. Minus 40 Grad, das können wir eigentlich gut managen mittlerweile. Okay, der ist fertig. Ich möchte hier Kohle. Dann, weil die Rohstoffe auch langsam runtergehen, werde ich hier noch Arbeiter einsetzen. Hier drüben, kurz Pause, Kohlehaufen wurde fertig ausgebeutet. Dann kann ich die Sammelstelle einreißen, die Leute hier oben einteilen. 7. Nee, das passt doch. Dann habe ich jetzt eigentlich alles in Betrieb. Bis auf die Kochstelle und das Jagdhaus nicht komplett. Nee, das passt. Das sieht gut aus. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Lagerkapazität für Kohle wurde erhöht. Das kann ich jetzt schön auffüllen. Die 2 letzten Häuser, machen schnell Durchlauf, werden dann auch gebaut. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Dann werde ich jetzt als nächstes Winterheim entdecken. So. Alle Hütten sind aufgewertet. Sehr schön. Ach so, ich kann ja sogar ein Krankenhaus bzw. eine Sanitätsstation schließen. Diese hier ist eh niemand drin. Okay, ich teile hier mal schnell ein bisschen um. Wobei, ich kriege die gar nicht alle rein. So. Ja. Nee, das passt schon. Das passt schon. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die nächste Stufe wird hier erforscht. Dann bin ich hier auch ready für neue Erforschungen. Ja, sieht gut aus. Ressourcentechnisch wunderbar. Neue Technologien sind on the way. Temperaturtechnisch steht nichts Schlimmes an. Das sieht gut aus.
Winterheim werden wir bald entdecken, denke ich mal. Ja, sieht gut aus. Alles so, wie es sein soll. Ich denke, es ist ein guter Punkt, um die Episode zu beenden. Schauen wir mal, wie es weitergeht, aber es sieht gut aus. Also die 20 Tage, die werden wir mit dieser Taktik, mit dieser Vorgehensweise mit Sicherheit erreichen. Ihr könnt es so nachspielen, um die nächste Episode freizuschalten, überhaupt kein Problem. Darüber hinaus, dann wird es ein bisschen kälter werden. Ich werde einfach schauen, wie lange dass ich hier überleben werde. Schaut mir zu, fiebert mit, gebt mir Tipps, was auch immer. Macht Likes, macht Kommentare, macht Abos. Ich freue mich über alles. Und ich freue mich vor allem, wenn ihr in der nächsten Episode wieder reinschaut. Bis dahin. Tschüss.